Wir haben uns Jupiter Ascending angeschaut, das neueste Werk von den Wachowskis. Und ob der viel lohnenswert ist, wir sagen es euch jetzt. Jupiter Jones, so der Name von Mila Kunis, ihrer Figur. Sie wird auf einem grossen Frachtschiff geboren und einem klaren Sternenhimmel. Die Mutter sagt ihr, dass der klare Sternenhimmel bedeutet, dass sie eine ganz grosse Zukunft vor sich hat. Mittlerweile aber erwachsen ist sie nichts anderes als eine Putzhilfe und tut WC putzen. Und sie sagt, glaube ich, jeden Tag ziemlich, dass sie ihr Leben hasst. Ihr Leben nimmt aber eine dramatische Wendung, wenn sie plötzlich erfährt, dass Aliens hinter ihr her sind und sie möchten umbringen. Zum Glück ist Channing Tatum da und rettet sie, aber das Ganze gibt natürlich dann noch mehr Gas. Es geht um Weltherrschaft. Weil schlussendlich erfährt man, dass der Mila Kunis die ganze Welt besitzt. Also was mir jetzt gut gefallen hat, ist sicher der ganze visuelle Look vom Film. Er ist wirklich... CG-Effekte sind absolut perfekt. Es sieht wirklich cool aus, weil für das haben die Wachowskis schon immer ein Auge gehabt. Definitiv, also die Special Effects sind etwas vom Besten, was man glaubt. Sie hat in den letzten paar Jahren, man sieht auch, dass sie sich sehr viel Mühe gegeben haben. Was ich auch noch ganz gut gefunden habe, ist der Score, also der Soundtrack vom Film, ist von Michael Giacchino. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Was auch noch cool war, habe ich gefunden, sind einfach die Action-Szenen. Die Inszenierung von der Action-Szenen. Das haben sie auch da wieder bewiesen, dass sie wirklich das gut inszenieren können. Es sind weite Winkel und nicht so... Aber schon wieder gute Sachen sind, was sicher auch noch rausgestochen ist der Channing Tatum gewesen. In dem Film, er hat nicht eine wahnsinnig schwere Rolle, aber er macht sich das Beste aus dem, was er rübergekommen hat. Genau, seine Figur, der Kane, hat auch nicht wirklich viel Tiefe und schlussendlich sind alle Figuren eben nicht so ideal und wenn wir schon bei den Figuren sind. Die Hauptfigur ist eigentlich Mila Kunis, Jupiter. Einerseits ist ihre Figur hure langweilig geschrieben und dazu kommt, dass Mila Kunis zwar absolut eine attraktive Frau ist, da kann man nichts sagen, aber sie ist nicht wirklich eine Charakterdarstellerin, sie ist einfach auch da nur so ein bisschen gut aussehen. Und ihre Figur ist einfach der Inbegriff von dieser Damsel in Distress, von der Jungfrau in Nöten. Alles, was sie macht, macht sie nur, um nachher wieder gerettet werden. Die Frau kann nichts allein. Es ist allgemein ein bisschen schade. Ich finde, dass Mila Kunis eigentlich eine gute Schauspielerin ist, aber bis jetzt recht selten die Möglichkeit bekommen hat, um sich als Schauspielerin wirklich zu beweisen. Im Jupiter Ascending habe ich das Gefühl, hätte sie wirklich die Chance gehabt, ihre Figur als irgendwie etwas Starkes darzustellen, als eine Kämpferin. Aber wie du schon gesagt hast, eigentlich alles, was sie macht, ist dort stehen, gelangweilt reinzuschauen und irgendwie die ganze Zeit nach Hilfe zu schreien. Sie ist auch irgendwie immer ein bisschen verwirrt, sie weiss nicht genau, was los ist. Da muss ich aber sagen, das ist mir etwa gleich gegangen. Ich habe eigentlich auch nicht gewusst, was los ist in dem ganzen Film. Das liegt wahrscheinlich daran, dass die Story ein bisschen zu komplex ist. Aber ja, ich sage... schlussendlich ist es ein Wirtschaftsfilm. Genau. Es ist ja auch noch so etwas, wo eigentlich überhaupt nicht reinpasst. Es gibt sehr viel Politisches und eigentlich sehr viel, was einen gar nicht wirklich interessiert als Zuschauer. Man denkt sich nur so, wann kommt endlich wieder Action, wann sehen wir mehr von diesen geilen Sachen? Ja, ein weiteres sozusagen Problem ist, der Hauptbösewicht zwar eigentlich vom Konzept her nicht uninteressant, aber auch wieder furchtbar daher. Und es spielt dann der Eddie Redmayne und der ist gut. Der kann etwas, er ist nominiert für einen Oscar, für Theory of Everything, für seine Darstellung von Stephen Hawking, das macht er wirklich gut. Was er da abzieht, ich weiss nicht, wer die Regieanweisung gegeben hat und gefunden hat, mal, der muss jetzt so reden, weil er redet ganz viel, einfach nur so. Der spinnt voll, als wäre er die ganze Zeit heiser. Der spinnt voll. Und was ich eben gelesen habe, ist, dass die Wachowskis den Darsteller relativ viel Freiheit gelassen haben, wie sie ihre Rolle möchten darstellen, vor allem beim Balem. Und er hat sich irgendwie dazu entschieden, er möchte irgendwie wahrscheinlich so ein bisschen im Stil vom Joker, vom Batman, irgendetwas Bedrohliches, etwas Psychopathisches haben. Aber es geht total daneben. Also, vor allem das Problem ist, dass er nicht nur kurz im Film vorkommt, sondern dass er wirklich immer wieder vorkommt und vor allem gegen den Schluss immer mehr auch Sprechzeit hat. Und jedes Mal, wenn man ihn hört, dann hat er die Stimme so: There are always some lives that count more than others. I will harvest the planet tomorrow before I let her take it from me. Ein weiteres Problem, das der Film für mich hat, allgemein das Design, das Alien-Design in dem Film ist katastrophal. Es geht. Ich finde zwar die Eidechsendrachen, die finde ich sehr, sehr stylisch und auch sonst hat es ein paar, die witzig aussehen, aber Gott sei Dank eine grosse Rolle haben. Die Eidechsen, die sind alle computeranimiert. Eine Alien-Frau, die halb Frau, halb Maus ist und das Einzige, was an ihrer Maus ist, sind ihre Ohren. Der Channing Tatum ist eine Mischung von Mensch und Wolf, wie man irgendwann im Film erfährt. Stimmt, ja. Aber das Einzige, was an seinem Körper Wolf ist, sind seine Ohren. Aber seine Ohren sehen aus, als wäre er ein Elf. Ja. Und ab und zu knurrt er noch. Genau. Aber der
grösste Fehler ist ganz sicher der Elefantenmann. Es gibt eine Szene, die relativ dramatisch ist. Es explodiert alles rundum, es ist in einem Raumschiff drin. Sie müssen flüchten. Und mir ist so richtig in dieser Szene drin, da gibt Captain am Pilot sozusagen den Befehl, los, wir nehmen jetzt da raus. Und dann sieht man da den Elefantenmensch mit seinem Gesicht wie so ein Elefant, Ohren und Rüssel. Und in der ganzen Dramaturgie hört man dann einfach so einen Elefantenschrei, so und es zerstört einfach alles. Jupiter Ascending ist nicht per se ein schlechter Film, wer einfach ins Kino geht, sein Hirn ausstellt und einfach einen coolen Actionfilm möchte schauen, in einem Sci-Fi-Setting, der cool aussieht und gut gemacht ist. Gut, ihr werdet euren Spass haben. Wer aber ein bisschen eine komplexere Story à la Matrix möchte und coole Figuren, interessante Figuren, der ist effektiv fehl am Platz. So, danke vielmals, dass ihr das Video angeschaut habt. Wie hat euch der Film gefallen? Gebt uns doch einen Kommentar und sagt euch eure Meinung dazu. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann dünnt uns doch abonnieren. Wenn es euch nicht so gefallen hat, dann dünnt uns doch auch abonnieren und wir sehen euch beim nächsten Mal.